Laufen, schauen, hören und weiterlaufen. Immer weiter. Wer pilgert, hat das Ziel vor Augen. Aber irgendwann wird der Weg wichtiger. Wie verändert einem das Pilgern und das Draussen-Sein in der Natur? Warum machen wir uns immer wieder auf den Weg? Grüezi miteinander und herzlich willkommen auf unserem spirituellen Weg. Hier im Waadtländer Jura geht ein ganz alter Pilgerweg durch, die Via Francigena. Und die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Hier hinten noch in Frankreich liegt der Col de Jounier, das ist ein alter Passübergang. Und gerade hier unten ist die Schweizer Grenze. Auf meinem Weg meditiere ich mit einer Buddhistin, umarme einen Baum und besuche einen uralten Kraftort. Der Pilgerweg ist aber auch eine persönliche Reise mit Fragen, die mich schon lange beschäftigen. Ich muss einmal meine Schuhe binden. Ja, im Beruf bin ich aufgebrochen, also die gewohnten Bahnen verlassen, probiere Neues aus. So um die 50 stellen sich doch sonnige Fragen. Was habe ich erreicht? Ist das eigentlich schon gewesen? Was kommt noch im Leben? Das sind eigentlich gute Fragen für so einen Pilgerweg. Jetzt schauen wir mal auf die Karte, wo die Via Francigena durchgeht. Die Via Francigena, man sagt auch der Frankenweg, führt von Canterbury auf Rom. Auf unserem spirituellen Weg sind wir in 3 Folgen unterwegs, vom Jura bis auf den grossen St. Bernhard. Das sind mehr als 200 Kilometer. In der ersten Folge geht es jetzt vom Jura runter zum Genfersee über Orbe und Romainmôtier. Heute begleitet mich ein Historiker, der die Via Francigena sehr gut kennt. Bonjour, Monsieur Julet. Das klappt ja hervorragend. Guten Tag, Herr Bischof Berger. Ich freue mich auf diesen Frankenweg Via Francigena. Ist das ein richtig alter Weg? Ja, das ist ein wirklich alter Weg, weil vor der Pilgerweg gab es schon eine römische Straße hier auf diesem Ort. Sie sind ja wissenschaftlicher Berater, Historiker, Berater für diesen Frankenweg, die Via Francigena. Wie alt ist denn der Pilgerweg? Es ist schon im Mittelalter. Wir kennen diesen Pilgerweg dank der Erzbischof von Canterbury, Sigeric. Im Jahre 990 ging er nach Rom, um den Papst Johann XV. Zu treffen. Und er hat den Namen, den Etappen, wo er geschlafen hat, geschrieben. Ja. Es mich einfach interessiert dieser Santiago de Compostela-Weg. Das ist für viele so der Pilgerweg. Warum ist der Frankenweg weniger bekannt, die Via Francigena? Ja, sie ist weniger berühmt, wahrscheinlich, weil sie später wiederentdeckt wurde. Aber heutzutage kommen immer mehr Leute, um diese Via Francigena zu entdecken. Sie haben ja gesagt, dass Sie reformiert sind. Genau. Also Pilgern ist nicht nur eine katholische Spezialität. Was verbindet Sie denn persönlich mit der Via Francigena? Die Via Francigena ist vor allem eine Kulturroute, eine europäische Kulturroute. Und es gibt nicht nur Pilger auf der Via Francigena, das war auch eine Handelsstraße, eine militärische Straße. Und es ist wirklich diese Kulturstraße, das ist was Konkretes von Europa. Und für mich ist es was Wichtiges, auch andere Kulturen zu entdecken, neue Leute kennenzulernen und auch Gastronomie kennenzulernen. Das ist auch was gut Wichtiges. zu essen. Ja, genau. Aber sind Sie auch schon gepilgert, oder? Ja, auf einzige Strecken, aber ich So bin noch nicht. abschnittsweise. Ja, genau. Ich bin noch nicht nach Rom zu Fuß gegangen. Schöner Weg. Ja, und ruhig. Und ist ganz nah vom Dorf, von Balek. Da hinten stand Römerweg. Was hat Genau. das denn damit auf sich? Die sogenannte römische Straße, Römerweg. Aber höchstwahrscheinlich ist sie nicht von dem Altertum, Ja, schaut sondern eher von aus dem wie ein Mittelalter. Räuberweg, oder? Ja, genau. Und unten ist eine Schlucht um den Fluss Orbe. Ja, genau. Jetzt wird's spannend. Ja, eine schöne Überraschung im Okay, Wald. mitten im Wald. Das ist die sogenannte römische Straße.
die von Italien nach England führte durch diese Gegend. Aber höchstwahrscheinlich ist diese Straße nicht vom Altertum, aber vom Mittelalter und später. Ah, das ist sehr eindrücklich. Geht das weit vor da? Ja, es geht noch weiter, einige Meter weiter und sie ist da ziemlich lang. Weil sie wurde ja im Mittelalter und in den folgenden Jahrhunderten benutzt für den Salztransport. Ja. Weil damals Salz war sehr wichtig für die Ernährung von Tieren, Menschen und auch als Konservierungsmittel für Lebensmittel. Ja, und das wurde importiert aus Frankreich. Genau, die Schweizer Kantone hatten kein Salz. Es gab nur eine Saline in B, die immer noch in Betrieb ist. Und sonst musste das Salz importiert werden von den Nachbarländern. Also es ist unglaublich eindrücklich, wie tief das hier eingeschnitten ist. Wurde das da reingehauen? Ja, es wurde in den Kalkstein gehauen für die Karren, weil Salz wurde in großen Fässern auf Karren transportiert und darum wurde diese Gleise gemacht. Es sind wie Tramschiene und hier kann man wirklich die Geschichte spüren, berühren und erleben und das ist wirklich schön. So etwas Moos drüber gewachsen. Genau. Also wirklich eine Entdeckung, dieser Weg hier. Ganz Ja, toll. sie ist wenig bekannt und wirklich schön. Das war eine gute Überraschung. Ja. Oh, hier ist ein Schild. Wir sind nicht verloren. 720 nach Rom, um Gottes Willen. Gut, muss ich noch bis zum großen St. Bernhard. Ja, aber wir können auch nach Paris zurück. Nur 390. Aber gehen wir lieber nach Rom. Hoppla. Das ist die Orb. Dem idyllischen Fluss entlang laufe ich jetzt bis ins Städtli Orb. Das geht etwa 3 bis 4 Stunden. Allein in der Natur unterwegs sein, das gibt Zeit zum Nachdenken. Im Alltag sind wir oft in allem einen Schritt voraus. Wenn wir stillstehen, dann laufen wir in Gedanken schon. Wenn wir laufen, sind wir im Geist schon am Ziel. Pilgern bedeutet ganz bewusst da sein. Schritt um Schritt, bewusst leben. Ich habe von einer Pflegerin gelesen, die Menschen am Ende von ihrem Leben begleitet, beim Sterben. Und sie sagt, es sind immer die gleichen Themen, die gleichen Fragen. Ist ihr aufgefallen, die dann kommen. Menschen bedauern offenbar, sie haben zu viel gearbeitet im Leben. Sie haben nicht wirklich ihr Leben gelebt. Sie haben zu wenig ihre Gefühle ausgedrückt und zu wenig ihre Freundschaften gepflegt. Ja, spannend. Was ist eigentlich wichtig im Leben? Was ist mir wichtig im Leben? Welches sind meine Prioritäten? Und was muss ich verändern dafür? Das Städtli Orb. Schon im Mittelalter war das eine wichtige Station für Pilger auf der Via Francigena. Hier konnten sie übernachten oder sich verpflegen. Jetzt sehe ich zuerst mal die Alpen, schwach angedeutet. Für die Pilger ist das die nächste grosse Barriere nach dem Jura auf dem Weg nach Rom. Heute habe ich mit einer anderen Barriere zu kämpfen, der Autobahn Lausanne-Pontarlier mit der Abzweigung nach Bern, gerade neben Orb. Schon während der Römerzeit war hier ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Im Boden hat man immer wieder Spuren von dieser römischen Präsenz gefunden. Ja, das ist jetzt eben hier in der Nähe von Orb mal eine richtige Villa gewesen. Villa heisst nämlich auf Latinisch das Landhaus oder ein Landgut. Und das haben die Römer gebaut, etwa 200 nach Christus. Und da gäbe es die schönste oder beste, erhaltenste Mosaik von nördlich von den Alpen aus der Römerzeit.
Das da muss der Mars sein, he? Gott des Krieges, den Venus, der Liebe. Ja, mit den Strahlen Sol, Sonnengott und da, das muss Luna sein, Göttin des Mondes. Ist ja interessant, die gehen bis heute eigentlich unseren Wochentag nehmen, zum Beispiel Sol, Sonntag, Lundi, Lunedi für Montag, Mondgöttin. In mehreren Sälen dieser luxuriösen Villa hat es Mosaikböden. Nicht nur Götter, sondern auch dreidimensionale Würfelmuster. Und sehr schöne ländliche Szenen findet man hier. Römische Götter und christliche Symbole und Kirchen. Auf diesem Pilgerweg begegnen sich verschiedene Religionen. Das war offenbar früher schon so gewesen. Und heute ist natürlich die Vielfalt an Religionen und religiösen Gemeinschaften noch viel grösser. Hier in Boom gibt es sogar ein kleines buddhistisches Zentrum und da lebt Andöria. In diesem alten Bauernhaus, direkt hinter der Kirche, ist das buddhistische Zentrum. Und da habe ich abgemacht. Bonjour, Madame. Kommen Sie. Enchanté. Kommen Sie. Je vais enlever juste. Jetzt ist die Zeit für das Ritual. Parfait. Jetzt werde ich das Mantra rezitieren. Om Tare Tutare Ture Soha. Mit mir? Ich kann es versuchen. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Tare 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 Tare. Jetzt bleiben wir ein wenig still. Freue ich mich drauf. Das war jetzt eine tibetisch-buddhistische Zeremonie? Ja, ja. Es war eine kurze Zeremonie. Es war eine kurze Zeremonie für diese Göttin, Tara. Es ist wie im Christentum Maria. Wie haben Sie zum Buddhismus gefunden? Dank einer Freundin, Ella Maillard. Sie hat mir die Toren zu Buddhismus geöffnet. Also die Fotografin Ella Maillard, die viel gereist ist, Ja, auch Berichte geschrieben hat. Die Fotografin, sie hat auch Bücher geschrieben und ich habe auch ein Buch über unser Leben, weil sie ist in meinem Arm gestorben. Nachher bin ich selbst nach Tibet gegangen und nachher habe ich selbst studiert und tibetische Meister getroffen und gehört. Und dann haben Sie einen Tempel hier in Ihrem Haus. Das ist ein Stall, oder haben Sie hier eingerichtet? Ja, am Anfang, ja. Damals, es war ein Stall meines Großvaters, ja, für die Ziege, ja. Und wir haben gedacht, vielleicht können wir hier meditieren. Und wir haben versucht. Und dann, die Leute sind gekommen. Und ein tibetischer Meister hat dieses Haus gesegnet. Was haben Sie entdeckt für das Leben im Buddhismus, für Sie?
Ich habe Disziplin gelernt. Weil das ist, Sie haben gesehen, dieses Ritual, ich mache jeden Morgen. Und das ist meine Disziplin. Weil es ist wie, es wäscht den Geist, wie wir waschen unser Körper, nur die positive Gedanken zu behalten. Wie würden Sie sagen, hat denn der Buddhismus oder Ihr spiritueller Weg Ihr Leben verändert? Wissen Sie, die Buddhisten sagen immer das Wichtigste, und wir sind alle dasselbe, wir möchten glücklich sein. Nicht im Paradies oder ich weiß nicht wo, aber jetzt hier, glücklich sein. Kleine Momente, wo ich glücklich bin, das schätze ich. Wie ich schätze meinen Garten, wissen Sie? Es ist Sie werden sehen in Pilgerweg, Sie werden sehr glücklich sein, jeden Tag. Es geht mir schon sehr gut. Jetzt haben Sie hier ein kleines buddhistisches Zentrum. Ja. Und oben ist eine ganz schöne alte Kirche. Ja. Ist das Christentum für Sie noch ein Thema, noch wichtig? Oh, natürlich. Wissen Sie, alle Religionen sind dasselbe. Selben Grund. Ja, Die Grundlage oder Fundament? Die Grundlage ist dasselbe. Das sehen aber nicht alle so. Ah, ich sehe das so. Ja. Sie warten auf Brot. Ja. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, ich auch. Alles Liebe. Alles Gute und gute danke Reise. nochmal. Gute Reise. À Un grand bientôt. merci. À bientôt, madame. Wunderschön eingebettet in die Natur. Das ist Romainmôtier, das Dörfli mit der berühmten Abteikirche. Die ist gebaut worden von Mönchen aus dem burgundischen Cluny. Die Abteikirche ist 1000-jährig und gehört zu den ältesten romanischen Kirchen in der Schweiz. Der Ort ist nicht nur christlich geprägt, er gilt auch als bedeutender Kraftort in der Schweiz. Grosse Energien sind auch in der alten Abteikirche zu spüren. Bonjour, ma sœur. Bienvenue, bonjour. Là. Ça va bien? Ça va bien et vous? Parfait, très très bien. Merveilleux. Wunderschön. Vous habitez Wohnen Sie schon lange da? Moi, j'habite Seit ici 10 depuis Jahren. 10 ans. depuis 10 ans. Depuis que Seit j'ai pris meiner Pensionierung. Was heißt das für Sie, wenn man da von einem spirituellen Ort redet? endroit spirituel. Écoutez, il y a la prière depuis long 400. Wissen Sie, hier wird seit dem Jahr 400 tous les gebetet. jours. Jeden Tag. Et Immer. ça, c'est une force. Das ist eine Par Kraft. contre, d'autre part, il y a des personnes Die Leute qui sagen ont auch, es gibt viel beaucoup Kraft und d'énergie Energie dans an ce diesem bâtiment, Ort. dans cet abbatial. Sie Alors, können vous sich pouvez an diese vous Säule mettre lehnen. cette- Vielleicht ce bekommen Sie pilier, Energie. là. Peut-être que Ich vous habe das recevez nicht de nötig. l'énergie. Ich habe selber J'ai genug assez, Energie. j'ai pas besoin. Et d'autres Andere personnes sagen, disent es hat qu'il y viel a Energie im l'énergie au Boden, sol weil er parce que warm c'est ist. chaud. Aber leider ist es nicht die Energie, sondern unsere Malheureusement, c'est pas Bodenheizung. l'énergie, c'est le chauffage. Ah, ici, au fond.
Also es gibt Leute, die die Abtei als Kraftort bezeichnen, aber sie selber spüren nichts. Nein, ich spüre nichts. Ich war immer voller Energie, ich will nicht mehr. Aber ich spüre diese Gebete und das ist eine wunderbare Kraft. Ich kenne eine Frau, die lebte hier und musste wegziehen. Die Energien waren zu stark für sie. Ich habe ihr gesagt, ich bete für dich. Doch sie meinte, tu das nicht, hör auf, es genügt. Das heißt, die Frau hat also die Energie gespürt und es ist zu stark für sie. Ja. Ein christlicher Ort und auch ein Kraftort. Stört Sie das? Nein, ich weiß, was ich will und was ich denke. Ich will das niemandem aufzwingen. Ich teile, was ich spüre, aber ich will das niemandem aufdrängen. Jeder sucht die Kraft, wo er will. Ich finde sie bei Gott und bei der ökumenischen Gebetsgemeinschaft hier und in der Glaubensgemeinschaft. Und ich bin Pilgerin im Moment. Ja, ich glaube, dass das Pilgern bei jedem etwas auslöst. Gestern hatten wir einen Pilger, einen alten Mönch, der war so berührt, hier zu sein. Und die Gemeinde hat eine Wohnung gemietet für die Pilger. Das heißt, ich kann hier übernachten. Ja, ich zeige es Ihnen. Die Schwester Madeleine Chevalier gehört zu der ökumenischen Gebetsgemeinschaft von Romain-Mortier, die sich für die Einheit der Christen einsetzt. Es ist im 1. Stock. Aha, da kann ich schlafen. Hier noch Badezimmer und Küche. Vielen Dank. Der Ort mit seiner langen Tradition, eingebettet in die Natur, strahlt eine Ruhe aus, die mich ganz tief innen berührt. Ja, heute freue ich mich ganz speziell auf eine Begegnung mit einem Mann, der einmal Direktor war vom WWF und dann lang der oberste Umweltbeamte der Schweiz, der Philipp Rock. Vor ein paar Jahren hat er sein Leben komplett umgestellt und heute stehen die Spiritualität und die Natur ganz im Zentrum von seinem Leben. Er erwartet mich bei der Source de la Dia. Bei dieser Quelle kommt das Wasser an verschiedenen Orten direkt aus dem Boden und ist nach wenigen Metern ein Bach. Eindrücklich. Ja, Herr Rock, ein wunderschöner Ort. Sie wollten mir das zeigen hier. Was verbindet Sie denn heute mit der Natur? Ich habe eine sehr alte Beziehung zur Natur. Ich war immer wohl in der Natur. Ich habe mich befreundet mit Bäumen und mit der Zeit habe ich die spirituelle Dimension der Natur auch viel mehr gespürt. Aber was ist die spirituelle Dimension der Natur? Was wir sehen, was wir spüren und was die Wissenschaft auch untersuchen kann, das ist materiell. Aber das Materielle ist ein Symbol für eine spirituelle Dimension, die viel größer ist, die wir nicht durch Rationalität fassen dürfen, aber wir können die spüren, erleben. Sie wollten mir ja zeigen, diese spirituelle Dimension der Natur im Wald, oder? Machen wir mal einen Weg gemeinsam. Sehr gerne. Jetzt bin ich gespannt, was mir der Naturwissenschaftler und frühere Spitzenbeamte wird zeigen. Oh.
Das sind ganz schöne Bäume. Könnten wir da mal schauen? Sie rufen uns. Ja. Ja. Und wenn Sie diesen begrüßen. Darüber. Ganz schön. Das ist eine Eiche, hm? Das ist eine schöne Eiche. Wir können schon in Kontakt treffen von einer gewissen Distanz und ruhig die Energie fließen lassen zwischen dem Baum und sich und jetzt uns beide. Er freut sich. Okay, wie merken Sie das? Er gibt viel. Ich sehe das auf diesem Baum. Er lässt viel Energie durch, gibt das uns auch. Hören Sie da auch was? Ich höre nichts, ich spüre, ich empfinde von meinem ganzen Körper. Wir sind die Antennen, die fähig sind, diese Energien zu fangen. Es ist nicht materiell, es ist nicht wissenschaftlich beweisbar. Es ist nur Leben. Ich meine, da unter der Rinde laufen ja die Bahnen, oder, mit der Nahrung für die Bäume, das weiß ich. Aber wie kommunizieren denn die Bäume untereinander? Es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, sie kommunizieren durch den Boden, die Wurzeln, Pilze. Das ist ganz schön. Aber für mich gibt es noch etwas viel, viel Stärkeres. Das ist diese spirituelle Dimension. Wenn wir unsere spüren wollen, müssen wir meditieren, müssen wir den Kopf ein wenig weghalten. Diese haben keinen Kopf. Es ist natürlich, dass sie diese spirituelle Dimension mit den anderen teilen. Sie kommen ja schon bald vor wie ein Baum. Wo haben Sie das gelernt? Ja, ich habe das als Kind gespürt. Ich habe gelebt in einem Garten, wo es große Bäume gab. Und als ich meine Probleme der Kindheit gehabt habe, Unsicherheit, große Fragen, bin ich immer schon dort mit 8 Jahren so zu den Bäumen gegangen. Okay. Und sie haben mir gezeigt und auch gesagt. Also ich muss noch etwas üben, aber ich finde es eine schöne Meditation. Ich meditiere ja sonst, aber das war meine erste Baummeditation. Ah, super, freut mich sehr. Aber Sie haben recht, wir müssen das üben, bis es ganz natürlich wird. Ja, klar. Das ist schön. Ja, ich habe nur ein Teil gesehen. Ja. Neben dem Regionalspital Saint-Loup gibt es einen christlichen Besinnungsweg. Eine Pilgerreise im Kleinen. Nicht wie die Via Francigena auf Rom, sondern einfach am Wald entlang. Ein Weg zum Betten und Meditieren. Etwa alle 100 Meter steht eine Tafel mit Sätzen aus dem Vaterunser. Das nächste Schild. Mais délivre-nous du mal. Erlöse uns von dem Bösen. Haben Sie mit dem Christentum noch einen Bezug? Sie sind ja katholisch aufgewachsen. Ich habe mich von der Kirche verabschiedet. Oder sie hat mich verabschiedet. Ich habe aber für die Person von Christus eine große Bewunderung. Sein Message kann ich fast voll übernehmen. Und ich habe mich in der letzten Zeit wieder mit Katholizismus versöhnt. Ja, die Natur zeigt uns ein Werden, ein Kommen, das Vergehen, die Blätter, die fallen, die verwelken. Ja. Sie waren ja auch schwer krank. Bin noch. Das heißt? Das heißt, dass ich noch diese Tumor habe. Und das ist ja ein Gehirntumor, oder? Sie hatten verschiedene Operationen. Wurde schon 4-mal operiert und es ist noch da. Aber Sie haben recht, mit der Natur sehen wir immer wieder den Tod überall, das neue Leben.
Und meine Überzeugung ist, dass durch den Tod verliere ich diese materielle Person. Den Körper, ja. Und ich gehe zurück zum Wesentlichen, diesem spirituellen Welt, das alles beinhaltet. Ich fühle mich in der Natur. Sie wird mich in ihren Armen zurücknehmen. Und das ist absolut nicht dramatisch. Vielleicht kommt etwas Neues dadurch, Wir werden sehen. das ich nicht kenne. Aber Sie sind gelassen. Total gelassen. Bei Büssini franzt die Stadt aus in die Natur. Die Via Francigena geht plötzlich mitten durch eine Grossüberbauung. Die Agglomeration von Lausanne ein grosses Siedlungsbrei. Auch das ist die Schweiz. Die letzten Kilometer geht es dem Fluss entlang, der Venoge, bis zum Genfersee. Eins ist mir auf meiner Pilgerreise schon klar geworden. Alles ist im Fluss. Veränderungen gehören zum Leben dazu. Und Veränderungen können das Leben bereichern. Das ist denn schön, der Genfersee, die Weite von dem See. Es ist fast ein bisschen wie am Meer. Ich stelle mir vor, die Pilger, die hier von Canterbury gekommen sind, durch das flache Land über den Jura und nachher den See. Was für ein Erlebnis! In der nächsten Folge von unserem spirituellen Weg auf der Via Francigena laufe ich hier dem schönen See entlang. Ich treffe einen bodenständigen Weinbauer, eine Künstlerin, die sich durch die Natur und die Spiritualität inspirieren lässt, und mache Halt in Saint-Maurice. Das ist eine ganz wichtige Station auf der Via Francigena.